Wow, Alter, pass einfach auf, Mann. Machen wir so, oder? Ein Schwerterkreuzer. Freunde! Herzlich willkommen zu unserem ersten Kochvideo. Wir kochen heute. Chili. Und wie nennen wir es? The Working Chili. Weil Chili... Da sind wir einfach kreativ. Ja. Ja, genau, wir kochen Chili. Als allererstes, wie soll das Chili aussehen am Schluss? So. Okay, danke. Wow. Ist das gut? Ja. Nicht gut? Okay. Okay, was brauchen wir für das Chili? Erstmal Erdäpfel, Bio. Ja. Alles, was ihr da seht, ist Bio. Also das meiste. Außer die. Das ist Spanien! Wir mögen Spanien! Dann dazu Paprika, auch Bio. Aus dem Discounter von deinem Vertrauen. Dann da brauchen wir die geilen Red Kidney Beans. Auch von deinem Händler, von deinem Vertrauen. Natürlich. Dann der gute alte Freundinnen-Schreck, der Knoblauch. Gruß geht aus an Frozen. Frozen, bester Mann. Dann Zwiebeln, Avocado, 1000 Liter für eine Avocado. Brauchen wir Tomaten dazu. Fleischtomate, ja. Genau. Tortilla Chips. Die noch ein bisschen, das ist cool. Das ist sehr geil, Ja. ne? Fast so gut wie Kontrollengeläuschfabrik Highspots. Wirklich raus ist, wenn man raus ist, komplett. Und dann da, was haben wir da? Koriander und Peterli. Einfach noch ein bisschen röst. So. Genau, und natürlich Das Hackfleisch. etwas vom Allerwichtigsten, das Hackfleisch vom Metzger von deinem Vertrauen. Weißt du, Nice. es läuft. Lassen wir noch im Kühlschrank für nachher. Dann, Okay. als allerletztes, noch Wein. Und zwar von niemand geringerem als dein Pizzaservice aus deiner Nähe, wo dir einfach, wenn du 2 Pizzen kaufst, Wein dazu gibt. Super. Genau. Let's go. Also, zum Zwiebelschneiden haben mega viele Leute, glaube ich, Mühe. Ich habe das von einem Kollegen gelernt, das ich jetzt euch zeigen. Und zwar haust du die einfach da vorne ab. Man kennt das. Wie man halt die Zwiebeln schneidet, das kriegst du auf die Seite. Yes sir, dann tun wir die schnell schinden. Auch wie man es kennt. Vielleicht ist es auch noch witzig zu Zwiebeln zu sagen. Leute brüllen nicht wegen dem Stoff, der da drin ist, sondern weil sie einfach insgesamt unzufrieden mit ihrem Leben sind und ihnen das beim Zwiebelschneiden bewusst wird. Ich weiss nur, dass du mit anderen Reizen also das Brüllen kannst du unterdrücken. Im Fall. Zum Beispiel, wenn ich dir ins Gesicht schlage. Nein, wenn du zum Beispiel über die Finger lässt lokales Wasser laufen, wenn du brüllen bist, hörst du gut auf. Okay. Okay, let's go! Jetzt, die meisten würden ja natürlich jetzt das Ding einfach da auf die Kante verhauen und nachher so Dedo machen. Macht kein Mensch. Ihr nehmt Zwiebeln, halbiert sie. Boom. Dann geht ihr so von der Seite. Schneidet sie so, immer schön auf die Finger aufpassen. Ihr könnt es auch so haben wie ein richtiger Koch, oder? Wie ein richtiger Gipsen. Oder wie ein Schreiner. Genau. Und das schneidet eigentlich bis ganz zum Schluss. So. Da oben nochmal einiges. So, jetzt haben wir nämlich die Hälfte von der Arbeit schon gemacht. Jetzt gehen wir nämlich da runter. Und da So. hinten wichtig, nicht bis ganz hinten schneiden, oder? Genau. Und jetzt nehmen wir einfach so, halt wie gross sie wollen. Klar, es gibt ja Unterschiede. Schau die Würfel. Und das ist Chili, das Und kann das schon ist ein bisschen Chili. stückig sein. So, und jetzt haben wir also zack, 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 zack. Und jetzt könnt ihr einfach da oben runter. Wie ein Profi. Und dann haben wir es. Yes sir. Mit dem, das könnt ihr nachher dann schon. Wir wollen ja auch ein bisschen etwas drin haben. Sehr gut. Sehr gut. Und dann haben wir das. Der Meier macht das viel zu kompliziert. Ich mache das ganz einfach. Drehe ich Knoblauchzehen, das Brett, dann macht man einfach so. Und so einfach hat man geschnitten. Nice! Profi-Tipp zu den Tomaten. Ihr könnt in den Laden gehen und dann geht ihr bei den Tomaten einfach an und dann gegen die Tomaten klopfen. Ich zeige euch das mal und wenn das Geräusch kommt, dann sind sie richtig. Ich brate jetzt Zwiebeln, Knoblauch an und
Ich habe das sehr gerne, natürlich mit genug Olivenöl. Sonst schiesse ich auch so ein bisschen Gu. Jetzt kommt der Geheimtipp von mir. Wenn ihr so etwas habt wie ein Chiliöl, wie ich es jetzt hier habe, dann könnt ihr das auch noch mit ein bisschen mitbraten. Ja, nicht zu viel rein, es geht nicht um das. So einfach auch schon um den ersten Chili-Gu, der klein reinkommt. Nicht zu viel rein, Boy! Schau mal das an! What are those? Und dann... Bitches fire up! Yeah! Jetzt haben wir natürlich den yes. Scheiß rein. Mm. Genau so muss es tönen. Das läuft raus mit dem Zeug. Was schmeckt das? Zwiebeln und Knoblauch. Let's go, gang umrühren. Oh ja! Yeah! Zwiebeln, Knoblauch, Chiliöl, Olivenöl. Was für eine Kombination, bro. Schau mal, wie das prickelt. Also zuerst alles ein bisschen anbröteln. Und dann am Schluss, wenn alles ein bisschen Röstaroma hat, dann mit dem Bouillon ablöschen. Und dann, let's go. Rotwein. Ah ja, Rotwein. Rotwein. Oh yeah, oh, das schmeckt so gut. Frisch vom Metzger, das Hackfleisch. Oh yes. Das ist eine schöne Farbe. Jetzt einfach vom Hackfleisch. Es sollte schön rot sein noch. Das ist fast ein bisschen schade. Oh yeah. Aber jetzt hast du schon Dings drin da. Du Doppel, du musst das filmen. Oh yes. Tomaten sind auch noch drin. Und Paprika und Chili. Mmh. Oh, schau mal, wie geil das aussieht, Mann. Ja. Herdöpfel. Da hat Flagge mit rein, alles im Pottich rein, noch gar keine Flüssigkeit. Einfach rein. Die sind nicht gekocht, die Herdöpfel. Das ist vielleicht noch wichtig zu Ja, sagen. das sind rohe Herdöpfel. Rohe Herdöpfel festkochend. Sieht jetzt alles so ziemlich eklig aus. Voll nicht, Alter. Das sieht echt geil aus, Mann. Wenn man weiss, was daraus entsteht, aus dem. Oh yes! Wenn ihr das schmecken würdet, wie das jetzt schon schmeckt. Und wir haben auch noch gar nicht gewürzt. So. Lecker Mais und Bohnen. Oh shit, der hat am Boden getropft. Ja, egal. Ist nicht meine Küche, ist meine seine Küche. Let's go! Woo! Kommen wir mal mit. Oh yes! Das sieht schon schmackhaft aus. Schmeckt vor allem auch schon richtig geil, obwohl wir noch nie gewürzt haben. So, und jetzt am Schluss. Die vorbereitete Bouillon mit reingeben. Jetzt natürlich den Wein zum Ablöschen. Ja gut, da musst du nicht mehr ablöschen, da ist schon so viel drin. So, das alles ein bisschen verrühren, die Pampe. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen nach nichts aus. Aber das, eben, wie gesagt, das ist jetzt sehr lang auf dem Herd. Und nachher sieht es dann wirklich aus und schmeckt auch. So, die Pöttich ist voll. Jetzt das Ganze aufkochen lassen. Einer ist mal ziemlich stark, also es soll schon noch ein bisschen Blubber. Ist jetzt natürlich, wenn ihr so einen grossen Pot habt, geht es ein bisschen, bis es wirklich aufkocht. Und nachher nach Belieben stehen lassen, mindestens eine Stunde. Maximal oben raus hast du eigentlich keine Grenze. Also, logisch. Je länger, wie besser. Je länger, wie besser. Hackfleisch, Bolognese, ihr wisst jetzt, je länger, wie besser. Wir lassen es jetzt etwa knapp 2 Stunden lassen wir das jetzt kochen. Also nicht kochen, ja nicht kochen, Ja, einfach nicht- so ein bisschen... Genau. Und in diesen 2 Stunden kann man 10'000 andere lustige Sachen machen. Zum Beispiel auf unseren YouTube-Kanal gehen, weitere Videos schauen, auf Spotify gehen, auf Twitch gehen. Alles in der Beschreibung verlinkt, also wenn ihr warten aufs Chili, kommt einfach vorbei. Oder? Instagram. Oder? Das. So, was steht da im Lift? Was tut der? Chili with the squad. Chili with the squad. You squad. Let's go! So, das Ganze ist jetzt sicher schon eine Stunde auf dem Herd. Sieht jetzt mittlerweile so aus. Ah, lecker! Hat immer noch viel Flüssigkeit. Noch eine halbe Stunde und dann ist es perfekt.
Geheimtipp, Geschmacksverstärker, natürlicher Kurkuma. Ah, ein bisschen rein da. Alter! Chili. Nein, Chili. Oregano. Okay. Digga, hör auf! Alter, du hast so viel Chili drin, ne? Ja, okay. Dann Und dann... Salz. Aber natürlich vom guten Salz. Himalaya-Sauce! Let's go. Richtig, Alter, ich bin der Steizer rum. Okay. Wow, Digga. Ja, Freunde, das wäre es von unserem Chili. Tino, wie hast du gefunden? Super. Du lügst, Alter, du bist der unauthentischste Mensch auf der Welt. Okay, es war hässlich, mach jetzt nicht nach. Mal, mach jetzt nach. Schneiden wir raus. Nein, schneiden wir nicht raus. Okay. Ja, wenn euch das Video gefallen, wir noch mehr so Videos sollen machen. Uns hat es mega Spass gemacht, also mir jedenfalls. Ja, ich muss zum Glück die Küche nicht aufräumen, das macht der Maya. Von dem her, ich finde es auch super, wir machen das wieder mal hier, nicht bei mir. Genau. Wenn euch das gefallen hat, haut das Zeug in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben und ihr wisst, wie es sonst läuft. Abonniert uns auf Twitch, folgt auf Instagram und Twitter. Genau, wir sehen sich immer Donnerstag, Freitag auf Twitch. Auf diesem Weg, Kuss auf den Bauch, Bob Ross ist Leben, Working Class, out. Tschüss.